Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Wir haben heute folgende 3 Beiträge für eure Sendung. Der Brand vom Wassersportcenter. Eine Strassenumfrage zu Uetendorf. Und die SVP sammelt Unterschriften gegen Klimaschutz. Was schon alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Die Schweiz fährt an die WM. Die Schweiz qualifiziert sich für die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Im letzten Spiel mit dem Trainer Niels Nielsen können sich die Schweizerinnen in der Playoff-Partie gegen Wales 2:1 nach der Verlängerung durchsetzen. Gleichzeitig kandidiert die Schweiz auch als Austragungsort. Der Schweizer Fußballverband will die Frauen-EM 2025 durchführen. Am Mittwoch ist die Kandidatur offiziell bei der UEFA eingereicht worden. Die Regierung tagt im Münstertal. Für einmal hat die Sitzung nicht in Bern, sondern im Münstertal im Osten des Graubünden stattgefunden. Nach der Bundesratssitzung am Morgen im St. Johannskloster in Münster trifft sich die Landesregierung bei einem Apéro mit der Bevölkerung. In Thun hat es in der Nacht auf am Montag gebrannt. Getroffen hat es das Wassersportcenter und die angrenzenden WC-Anlagen am Strandweg. Der Manuel Moser hat sich vor Ort ein Bild gemacht und mit dem Andreas Hoffmann geredet. Wie hast du erfahren, dass das Unglück da passiert ist? Ich habe die ganze Nacht gearbeitet auf meinem eigenen Beruf oder eigentlichen Beruf. Ich war auf dem Heimweg und dann von einer Kollegin hat sie mir die Info gegeben, dass das Honusub abbrennt. Und statt dass ich dann schlafen bin, bin ich direkt hierher gekommen und dann den ganzen Tag eigentlich aktiv gewesen, für das Helfen und Unterstützen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Wie sind die Reaktionen ausgefallen, wo das Team erfahren hat, auch dass die Herzenssache nicht mehr gibt? Ja, also da, das Herz blutet einfach am Boden zerstört. Wenn man den Chat anschaut, Ungläubigkeit hat das Team einfach brutal. Und mir geht das auch brutal nach. Dani Niki, die Chefin, die sind in den Ferien. Ja, ich glaube, für die ist das einfach noch viel, viel schlimmer. Und mir hat es brutal hart. Es ist Ungläubigkeit und einfach, da sind Emotionen drin. Eine mega Saison gehabt. Die Leute gingen extreme Freude. Wir haben es lustig gehabt. Es war manchmal chaotisch, es war stressig. Aber wenn man schaut, wie die Leute Freude hatten, dieser Spot hier, das Center, das hat gelebt. Und ja, von einem Tag auf den anderen ist das einfach nicht mehr da. Es ist eine Katastrophe. Kannst du vielleicht was zum Schaden selber sagen? Was war da alles für Material drin und kann man die Kosten da schon abschätzen? Wir haben sehr viele Sachen, eigentlich alles, was Wassersport betrifft. Also es fängt an mit Kanu, Kajak, Stand-Up-Paddle, Windsurfbretter, die Ausrüstung für Segel, sogenannte Wings, aufblasbare. Man hat Kitesurfmaterial, Ausrüstung, Neopren, Schwimmwesten, Neoprenschuhe für Frühling, Herbst, Stand-Up-Paddle, Hardboard, Inflatables, also aufblasbare Paddle. Da ist einfach alles weg. Fäulen, das ist nicht billig. Eine Schätzung ist extrem schwierig jetzt detailliert. Aber was ich sagen kann, das ist auch aus Italien von den Eigentümern gekommen. Das sind mehrere 100'000 auf jeden Fall. Und da ist einfach alles weg, weil alles verbrennt. Alles. Von Thun auf Uetendorf. Dort wohnt der Nationalrat Albert Rösti, der bekannt gegeben hat, dass er gerne Bundesrat werden will. Der Ben Abeckle ist für uns auf Stimmenfang gegangen, was die Uetendorfer so von diesem Plan halten. Der Herr Rösti kandidiert für den Bundesrat. Was denkst du? Der erste Gedanke ist gut. Wir werden sehen, was er bringt. Was wäre die Wunschkandidatin oder Wunschkandidat? Jemand, wo ich das Gefühl habe, dass sein Beruf oder Berufung eine Ehrensache ist. Ist das beim Herrn Rösti? Das werden wir wahrscheinlich sehen. Das finde ich super. Warum findest du das super? Das ist ganz sympathisch, durch mich. Einfach menschlich, Wehrschaft, bodenständig bei den Leuten. Ist er in diesem Sinn auch ein bisschen die Wunschkandidat für dich? Ja. Du bist mit dem Sohn von Albert Rösti in die Schule, in die gleiche Schule. Genau. Wie war er so? Eher schüch und zurückhaltend.
Und ich hatte eigentlich nie viel mit ihm zu tun, aber ich glaube auch sehr intelligent. Genau. Sein Vater kandidiert für den Bundesrat. Was denkst du über das? Finde ich eigentlich cool, dass jemand aus der Region das macht. Und bin gespannt, wie es rauskommt. Wärst du auch ein bisschen stolz, wer Bundesrat werden? Ja, stolz kann man auch so nicht sagen, aber halt einfach mehr so ein bisschen von der Region her, eben von Uetendorf. Das fände ich sicher positiv. Aber stolz kann man jetzt dem auch nicht sagen. Aber spricht auch nichts dagegen. Der Herr Rösti kandidiert für den Bundesrat. Deine Meinung dazu? Für mich nicht. Wieso nicht? Ich bin eher für Salzmann. Der Salzmann wirkt irgendwie professioneller. Was denkst du über Herrn Rösti und seine Kompetenz als Politiker? Ja, das hat er sicher. Er hat natürlich Erfahrung, oder? Er hat vielleicht sogar mehr als Salzmann, wobei Salzmann hat ja auch gute Erfahrungen. Aber Rösti wird wahrscheinlich auch noch Schwierigkeiten bekommen in der eigenen Partei. Er wirkt allemal zu wenig blocherianisch, sagen wir es mal so. Ja, wenn Bern, das ist klar, das ist keine Frage. Zürcher hat jetzt lange genug rein gehabt. Jetzt kommen wir wieder mehr dran. Die SVP sammelt Unterschriften gegen Klimaschutz. Sie haben bis zum 19. Januar 2023 Zeit, die benötigten 50'000 Unterschriften zusammenzubekommen. Der Michael Graber erklärt, warum sie dagegen sind. Die SVP ergreift das Referendum gegen den Gegenvorschlag von der Gletscherinitiative. Was sind die Argumente? Also das Hauptargument ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir akuten Strommangel haben, der droht. Und jetzt kommt das Parlament und der Bundesrat und wollen ein Gesetz, das den Strombedarf von der Zukunft massiv wird erhöhen, obwohl wir heute nicht wissen, von wo wir den Strom sollen, den wir heute brauchen. Geschweige denn, wenn die 4 AKWs nur vom Netz sind, geschweige denn, wenn wir die auch noch weg wollen von den Fossilen, sprich Öl, Gas und Benzin, nicht mehr zur Verfügung haben. Wir haben schlichtweg keine Ahnung, wie wir das Ziel erreichen wollen. Im Moment wird die Bevölkerung aufgefordert, Strom zu sparen, was nur kennen. Und gleichzeitig kommt das Parlament und sagt, ja, wir wollen weg, was noch viel, viel mehr Strom braucht, fährt Heizen und fährt Autofahren. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Aber mit diesem Gesetz könnte man sich unabhängiger machen vom Ausland. Also das würde ich mich noch wundern, wie das soll gehen. Ich kehre die Frage immer wieder so und es ist völlig widersinnig, absolut sinnlos. Wie macht man sich unabhängiger, indem man ein Ziel definiert ohne Weg? Wir wissen ja nicht wie. Es steht in dem Gesetz nichts, was gemacht soll werden für Stromproduktion. Es sagt nur, wie der Stromverbrauch wird steigen. Also es geht dann nur um den Verbrauch von Strom und nicht um die Produktion. Wir müssen die Produktion fahren und erst, wenn wir dort genug Produktion haben, erst wenn wir wissen, von wo der Strom kommt, dann können wir darüber reden, wie wir aussteigen und dass wir fossile Energieträger nicht mehr wollen. Wie man das Ziel erreichen will, wird ja jetzt auch ausgeschafft in diesen Kommissionen, beziehungsweise ja, es laufen ja im Moment Gespräche. Ja, aber es ist ja nicht seriös, verbindliche Ziele festzulegen, wo man auch noch der Bundesrat im Notfall eine Generalvollmacht gibt, wo er Massnahmen erlassen für die Bevölkerung umzuziehen, ohne so transparent zu sein und zu sagen, was das zum Einzelnen kostet und wie das soll erreicht werden. Das ist ganz einfach nicht eine verantwortungsvolle Politik. Und 2050, das steht noch so weit weg. Aber die Zeit vergeht schneller, als einem lieb ist. Und das ist gegenüber den zukünftigen Generationen schlicht nicht zu verantworten. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, erzählen euch Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals für Zuzuschauen und wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau-Zeitung. Meine Damen und Herren, grüße euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute sind wir doch ziemlich verbreitet mit Hochnebel in diesen Tag gestartet. Die Tagstour hat es aber dann auflockern. Wir sehen es hier auf der Webcam. Beatenberg hat doch noch einen ziemlich freundlichen Nachmittag geben. Ja, und die Luftdruckgegensätze sind weiterhin gering über Mitteleuropa. Auf morgen erreicht uns aber mit der südwestlichen Höhenströmung wieder ein bisschen mehr Feuchtigkeit. In der Nacht auf den Samstag überquert uns dann eine aktive Warmfront. In der Nacht auf morgen ist es zuerst gering bewölkt bis klar, bis am Morgen. Da bildet sich aber wieder vielerorts Nebel oder tiefen Hochnebel. Also gerade im Flachland starten wir morgen grau in den neuen Tag hinein. Ausserhalb da ist es zuerst noch zum Teil sonnig, von Westen her ziehen aber schon wieder hohe Wolkenfelder auf. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 8 bis 9 Grad.
Am Nachmittag da löst sich zwar der Nebel oder Hochnebel auf, es gibt aber einen nahtlosen Übergang ins Wolkengrau. Die Wolken werden immer zahlreicher und bis am Abend gibt es vor allem Richtung Jura zu auch schon erste Tropfen, sonst dürfte es vielerorts noch trocken bleiben. Die Temperaturen, die am Nachmittag die liegen bei rund 17 Grad. Der Freitag der startet wechselnd bewölkt. Am Vormittag gibt es höchstens wenig Regen. Am Nachmittag da wird es zunehmend stark bewölkt und von Westen her kommt verbreitet Regen auf. Temperaturen die reichen in Interlaken beispielsweise maximal 17 Grad. Der Samstag startet noch mit vielen Wolken. Aus der Nacht raus ist es auch noch nass. Tagsüber gibt es aber eine Wetterbesserung mit ein paar Auflockerungen und langen trockenen Abschnitten. Das Ganze bei milden 19 Grad. Und noch wärmer wird es auf den Sonntag, da haben wir 20 Grad. Und dazu erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Ja, und sehr warm für die Jahreszeit wird es dann am Montag und Dienstag. Und dann nehmen wir zum Teil Nebel, der löst sich dann auf. Darüber da ist es vor allem am Montag häufig sonnig. Am Dienstag haben wir wieder ein paar Wochen mehr umeinander. Das war vom Wetter. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.